Hoi hoi miteinander und willkommen zu einer neuen Folge bei Swiss German Storytime. Und heute geht es um die Fasnacht, der Karneval in der Schweiz, und ich werde euch ein bisschen darüber erzählen in der heutigen Folge. Was ist eigentlich die Fasnacht? Immer ungefähr um den Februar oder März herrscht während etwa einer Woche Ausnahmezustand in der Schweiz. Es ist Fasnacht. Die Fasnacht oder auch Narrenzeit ist ganz ein besonderer Termin im Jahreskalender und viele sehen sie als die 5. Jahreszeit an. Für die einen ist es die wichtigste Zeit vom Jahr und die anderen würden am liebsten weit weg verreisen. Aber was hat es mit der Fasnacht eigentlich auf sich? Das närrische Treiben ist vor allem in den katholischen Gegenden sehr verbreitet, kommt aber in der ganzen Schweiz vor. Einmal ein bisschen mehr, einmal ein bisschen weniger. Ganz bekannt ist zum Beispiel die Fasnacht in der Innerschweiz mit der Luzerner Fasnacht oder die Basler Fasnacht, wo die grösste vom ganzen Land ist. Die Fasnacht ist nicht überall in der Schweiz genau gleich, sondern besitzt nach Kanton oder häufig auch je nach Stadt oder Ort einen anderen Charakter. Zum Beispiel hat man spezielle regionale Charaktere, wo man dort darstellen und lokale Bräuche, wo man dort ins bunte Treiben integrieren. Und auch die Daten können unterschiedlich sein, wobei die Fasnacht an den meisten Orten etwa eine Woche dauert. Es gibt zum Beispiel einen Tag, wo fast überall einer der wichtigsten ist. Und da ist der schmutzige Donnerstag oder auch kurz als Schmudo bekannt. Meistens ist dann die Hauptzeit der Fasnacht vom schmutzigen Donnerstag an über das ganze Wochenende bis am Aschermittwoch. Wenn man während dieser Zeit also auf die Strasse geht, in den Städten oder Dörfern unterwegs ist, dann kann man ziemlich sicher auf bunt verkleidete Fasnächtler und Guggenmusiker treffen. Der Ursprung der Fasnacht liegt weit zurück und es gibt verschiedene Theorien zu der genauen Entstehungsgeschichte. Der Brauch ist mit dem christlichen Glauben verbunden und die Idee ist, vor der 40-tägigen Fastenzeit nochmal richtig zu feiern. Früher hat man es auch zum Anlass genommen, alle Vorräte aufzubrauchen, üppig zu essen und zu trinken und einfach eine gute Zeit zu haben, bevor dann am Aschermittwoch die entbehrungsreiche Fastenzeit anfängt, wo man wieder auf vieles muss verzichten. Obwohl das närrische Tun so vielfältig ist, gibt es doch auch Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel hat man meistens einen grossen Fasnachtsumzug an einem der Haupttage, häufig am Samstag oder Sonntag. An diesem Umzug machen verschiedene Gruppen mit, wie zum Beispiel langjährige Fasnachtsvereine, Kinder- und Plauschgruppen und auch Gruppen mit spezifischen Themen. Ein Fasnachtsumzug ist sehr oft auch eine Gelegenheit, heikle und aktuell kontrovers diskutierte Themen anzusprechen. Sie ist ein wichtiges Organ für die Meinungsfreiheit der Leute und ernste Themen aus In- und Ausland werden auf eine lustige Art als breites Publikum kommuniziert. Es gibt sogar Fasnachtszeitungen, wo alle diese Themen auch in schriftlicher Form festgehalten werden. Die Stimmung ist fröhlich und ausgelassen. Es wird Konfetti um sich geworfen, Sägemehl und Heu verstreut. Man bleibt oft auch als neutraler Zuschauer nicht verschont. Wird man von einer Konfettikanone getroffen, dann findet man die kleinen Papierstückchen nicht selten noch Monate später irgendwo rumliegen. Und das alles wird umrahmt von der Guggenmusik, die sozusagen die musikalische Begleitung zu der Fasnacht darstellt. Guggenmusiken sind ganze Blasmusiken mit Rhythmus und alle Mitglieder tragen sorgfältig gefertigte Kostüme. Sie sind sehr beliebt und zum Teil hat jede Stadt, jedes Dorf ihre eigene Guggenmusik. Sie sind sozusagen die Popstars der Fasnacht und viele junge Leute freuen sich, bis sie einer Guggenmusik beitreten. Nicht zuletzt, weil man dann auch Fans hat. Okay, das war der heutige Text über die Fasnacht. Lasst mich doch bitte wissen, wie es euch gefallen hat, ob das interessant war. Und falls ja, gebt mir einen Daumen hoch oder abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.